seiner Heiligkeit hier eintreffen und mit Musik empfangen. Ich darf Sie bitten, sich zu diesem Empfang kurz vor Ihrem Sitz zu erheben. Seine Heiligkeit wird nach tibetischer Tradition mit einer religiösen Zeremonie willkommen geheißen. Diese wird eine Viertelstunde dauern und enthält 4 Teile. Zunächst bringen die Vertretungen verschiedener tibetischer Organisationen seiner Heiligkeit ein Mandala-Opfer dar, zusammen mit einem Willkommensgeschenk. Daraufhin folgt ein langlebendes Gebet für seine Heiligkeit von der Mönchsgemeinschaft für ihren Schirmherrn. Und schließlich wird seine Heiligkeit die 8 Postkarten segnen, von denen sie bereits je ein Geschenkset in der Tasche auf ihrem Sitz vorgefunden haben. Im Anschluss an die religiöse Zeremonie wird sich der Abt des Klosters Rikon, Geshetutenime, in tibetischer Sprache an sie wenden. Sie haben alle einen Kopfhörer erhalten, um die Übersetzung von Tibetisch ins Deutsche zu hören. Auf dem gleichen Kanal werden die deutschen Ansprachen ins Englische übersetzt. Darf ich Sie gleichzeitig darauf hinweisen, dass die Kopfhörer nach der Veranstaltung auf Ihrem Stuhl liegen zu lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Seine Heiligkeit wird in wenigen Minuten eintreffen. Tashidele Mimanabato Takan Yo Shurona Ngemila Kunzo Tundu Choshamba I Narande Yugon Gombe Genzi Lenzoki Zento Ne Gidu Nabato Tang Kunjo Tang Mimanabato Sangmala Rinde Yugon Gombe Longa Chukorbe Tujela Samji Shuligi 링기 제림 디큐스마 슈조지 제림 당고 세조 남베 저기 멘데 비교 이와 예배샵때 숨바 다다 포스카트 나조 예라 경로 문제기 센도주도 시와 그리고 주거 분배 케르 문제기 순세 남요 그렇잖아.
Shasana
진노 고사 경고 치무초 구제 개념의 된진 제진 초도 개발 표준제도 유도사와 표면남기 랑이 무어다 휴리 매년 규진 투고 마세 장링 지랑 상제다 시대 장제다 양 규제라 면대 현재 강력 중투에人民数据以도시체 베스트레 되네如果说关于在这中的做农人吧他们中来呢就送现来就他们中来就呢리본처럼 그 롱업 주커베 제후디 군주조 진호 공사 경교 전부 처다 주리 나데 슝길런제 윈터투 동계 지역 다난신 라마겐누다 군주 남바 창마다 다나 차례 난켄 henke 창마다 저거 공배 centor네 개제 처배 첩주 까마주메 가족 참지 뜻이 될 수요. 자는 무치 중국 농업 주커베 제호 제는 직주나 토베데 닝타버네 토지체나 수요. 대나신 군들 행게 나바 참마 드린 디기니머데 마랑저 참마 좀 토베데 하장 가보다 기부처리도 수시오기 직동국제 죽주리 숨라라 범위 동라직 내에 물레나네 소제 답고 콘능미 토네 버버졸라 레가다 대세 캄버더디 나마세 겨울부치 초라 범위 리쇼단 최디냐투에 탑시 가레유미 간디 슈네 공사 초네 공부직주 돈나 펜퍼비 용기레스 까나네 우빈자 코니기 저거 근이 샹버레 저거 근이 개제 첫번째 주두 나랑 럭직레도 데네 나랑 슈누인 백업네 스위스 capture 슈게 미당외제 레벤양도 지에 구급라네 저거 근 중에 샤크 푼다 커제네 로호다 샴페인 샘슈 토네 차례 낭조 토라 마랑 롭중 시라 탭송 샤 콘크라 슈베 겁라 직동 국제 죽주 리드로라 공부 접세 사제 데라 템티 나두 여미 숑자 토네 스위스 숑라 모고 슈친부 제베 루큐 송종 콘코니 니라 여미 숑자네 Kenanzo gomba di Europe nala bebe jazang tewa che soya chashi tengi dus gyami shungza pishaisha. De masi Swiss shungla yine gyami shungi mogo shuk chenpo chaisha. Yine Swiss shungne de la mulen zawa ne namitu. 독지 거지는 때에 일본 최고 건배디 버버다 미리 신다 남라 최다 링레 럽션 지세 디네 개청지 차요 콘 부빈야니다 콘다 마틸데 콘 지글러 데베 토네 콘주 미도 셴바나 독지 쳔고면에 일본 최고 건배 개즈당 레지나 수신베이 캠보다 겐지 벤저바 아니 다가 난시 개자 첩배 첩수제 갑나바디 조심베이 녀케서 공부래 다가 나 슈위 가다 짜도 슈비에 계스는 아주 닌데 밑배만 붙었나요 봐 나라리 공부에 탭즈 기 첩수 버버텐 다보데 차요 공부 쪼버네 제리 롱마 쭈링 최다 리숑 롭티 난케 듀링 슈디
천재라 차요. 나하덴지 조도탕. 드리기 제군님들라 마랑수리온 공배 레지 창맹은에 천재라라 닝 탑번에 토지체나 수요. 대사 스위스나 범이 하장만 루치네 범은 미도 당보다 대산내다 발라시는 범의 지소디 게리 털이 이내리 리슈 털이 이내리 두아시라 탭샤 Mara yine Swiss hoca yüge retromaniş yapsesacı savuyla çalang cevle. Swiss nal çalang cevle mido şi yövda. Çisu böve pe yöve namda. Dinan şi gelen samkida jamin mambuçik ça yödü. Manzu rigon gomba di çi miri zam mayimba. Manzu böve nangü parla cewa sambu yongye da. Godo sev beltova sambaçik çaya girewa da belcun şugiyo. Hatta manzu lenge geçmişik söylüyor da dengü ki samlotandan sungje ki tone türüm yişutseci böyle namlı böbecik yeme böyle gomba yapıcık yaptuye de nenga çemut hongidu. Türüm yişutseci ve namlı gomba yapıcık tuyela Yawar rinpoche gongshi dönze sung na yövdi manzo lamlen druptoye ki bedrün ga tup shugi. Hamadela mara rewa damölamla diri rimon chogo gön longma chuk hawe düjen dela tsamalo chogo yongye da jino gongsa kyanggu chengu cho guji yurin tenbada Jag när gjorde man så tar man bögiga så häslet jag mellan 20 år. Det är det. Det ringer så zerim di moje shue di yeglenge kivi ani tampo ra så ta bomba di zuni loma chujodu anda rigo sögül Yövegi, sidum banigi sonche naere, ani sonche tampo nani di anda Winterthur drongegi chige frare, anda Herr Michael Künzle sind. Aus dem politischen Umfeld von RICOM werden wir jetzt zwei politische Ansprachen hören und die erste Ansprache wird sein von Herrn Michael Künzle, dem Stadtpräsidenten von Winterthur, und ich möchte ihn jetzt bitten, auf die Bühne zu kommen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Stiftungsrat, sehr geehrter Herr Abt, sehr geehrte Mönchsgemeinschaft und Mitarbeitende des Tibets-Instituts, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrte Nationalrätinnen, sehr geehrte weitere politische und religiöse Honorationen, sehr verehrte Gäste. Ich freue mich, Sie hier in der Stadt Winterthur zu diesem feierlichen Anlass begrüßen zu dürfen. Im Namen des Winterthurer Stadtrates und zusammen mit 113.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von Winterthur gratuliere ich der Jubilarin zum 50-jährigen Bestehen und überbringe die allerbesten Glückwünsche. Möge das Tibet-Institut RICOM auch in den nächsten 50 Jahren ein Kraftort, ein Ort der Besinnung und der Lehre und eine kulturelle Heimat für die vielen in der Schweiz lebenden Tibeterinnen und Tibeter sein.
Ganz speziell begrüße ich Eure Heiligkeit, den Dalai Lama. Es ist für Winterthur eine sehr große Ehre, Sie erneut hier willkommen zu heißen. Ihr Besuch verschafft der Stadt Winterthur die Chance, sich und die hier gelebte, weltoffene Haltung für einen kurzen Moment auf der großen Bühne präsentieren zu können, und dafür danken wir Ihnen sehr. Was vor über 50 Jahren begonnen hat, ist heute aktueller denn je. In Rikon stellte das Brüderpaar Henry und Jacques Kuhn von der örtlichen Metallwarenfabrik einer Flüchtlingsgruppe aus dem Tibet Unterkunft und Arbeit zur Verfügung. Doch nicht nur dies. Im Wissen darum, dass Menschen, die ihr Land Hals über Kopf verlassen und in der Fremde eine neue Bleibe finden müssen, Unterstützung brauchen und einen Ort, wo sie ihresgleichen treffen und ihren Glauben, ihre Traditionen leben können, ließen die Brüder ein Kloster bauen und eine dazugehörende Stiftung errichten, das Tibet-Institut Rikon. Für Henry und Jacques Kuhn war es Nächstenliebe, heute nennen wir es Integration. Im Grunde genommen aber ging und geht es bei beiden um das Gleiche, um das Aufnehmen, um das Einbeziehen oder einfacher gesagt darum, eine neue Heimat zu geben. Dass es glücken kann, das hat die Integration der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz, in Winterthur, eindrücklich gezeigt. Nicht nur, dass tibetische Namen auf Winterthurer Schullisten, im Mitarbeitendenverzeichnis der Winterthurer Stadtverwaltung oder unter den Einbürgerungsanträgen zu finden sind. Nein, heute sind auch die gelb-bordeaux-roten Gewänder buddhistischer Mönche auf Winterthurs Straßen kein Grund mehr, stehen zu bleiben, um sich zu wundern, und es den meisten Menschen in Winterthur ist seine Heiligkeit, der Dalai Lama, zumindest als Person ein Begriff. Der Buddhismus gar wurde von einigen Winterthurerinnen und Winterthurern auf der Suche nach einer anderen Lebenseinstellung zur neuen religiösen und kulturellen Heimat. Ich denke, die selbstlose Handlung der Gebrüder Kuhn, die ehrlichen Bemühungen der tibetischen Emigrantinnen und Emigranten um eine Eingliederung und die vorurteilslose Offenheit der hiesigen Bevölkerung kann uns zum Beispiel dienen, wenn es darum geht, die aktuellen Probleme rund um das Thema Integration zu lösen. Mir ist wohl klar, dass die Ausgangslage damals eine gänzlich andere war als heute. Und trotzdem, Toleranz, Respekt, Neugierde und Demut sind auch heute noch Werte, die für eine erfolgreiche Integration, für ein erfolgreiches Integrieren unabkömmlich sind. Dass diese Werte in Winterthur gelebt und gepflegt werden, das weiß ich, und darauf bin ich als Stadtpräsident sehr stolz. 50 Jahre Tibet-Institut Rikon, das sind 50 erfolgreiche Jahre des Lehrens und Lernens, aber nicht nur dies. 50 Jahre Tibet-Institut Rikon sind auch ein Beispiel dafür, was aus humanitären Handlungen alles entstehen kann. Das sollten wir nie vergessen. Ich danke auch allen Tibeterinnen und Tibetern, die sich hier in unserer Region niedergelassen haben und unsere Gesellschaft bereichern. Sie gehören zu uns. Fühlen Sie sich wohl. Herzlichen Dank, und ich wünsche Ihrer Heiligkeit auf dem weiteren Weg viel Kraft und alles Gute. Besten Dank.
Die Schweiz, Winterthur und ist in der Tat zur neuen Heimat geworden für viele Tibeter. Vielen Dank für Ihre Ansprache. Ja. Winterthur, die Hochschulsache, die das ist Böbelschule, oder hören die Verdammt, die Chava, die Klasse, die Temperatschübi. No, da, Morante Zürich hatte Lönje, Herr Mario Fehr, der Sumschen Nama Peronas Schüeye. Ich möchte jetzt Herrn Mario Fehr, Regierungsrat der Kanton Zürich, auf die Bühne bitten. Institut ist dem Kanton Zürich sehr dankbar. Ich will das einfach im Vorhinein sagen, weil wir sind finanziell so unterstützt worden, dass wir das Kloster gründlich renovieren konnten auf den 50. Geburtstag hin, und das haben wir dem Kanton Zürich zu verdanken. Del modo socio yapıp çedomada Zürich nadeli çamı bro yapıyorlar sodinye prasum şemana borenye ni tavane toçena şu. First of all, Your Holiness, it's a great honor, an invaluable privilege for all of us to be here today. Thank you so much for coming to Winterthur, to the canton of Zurich. You have to know you are always very warm welcome here in the state of Zurich. Thank you so much. Vielen werte Herr Abt, geschätzte Frau Nationalrätin, Frau Regierungsrätin, Herr Stadtpräsident, geschätzte Verantwortliche des Tibet-Instituts, Stadtgemeinderäte, Freundinnen und Freunde Tibets, geschätzte Gäste. Zunächst einmal gratuliere ich dem Tibet-Institut im Namen des gesamten Regierungsrates ganz herzlich, und ich ganz persönlich und auch meine Kollegin Frau Jacqueline, wir freuen uns ausgesprochen, hier zu sein. Ich habe ja 1988 selber die Gelegenheit gehabt, Tibet bereisen zu können. Ich habe die Situation der Tibeterinnen und Tibeter mit eigenen Augen sehen können oder sehen müssen, und ich habe mich nachher später auch im Nationalrat als Präsident der parlamentarischen Gruppe engagiert. Ich bin sehr glücklich, dass meine Nachfolgerin Maya Graf heute hier unter uns ist. Herzlich willkommen, Maya. Der Regierungsrat wusste und weiß das große Engagement von Menschen wie Ari und Jacques Kuhn im Töstal zu würdigen. Als damals die ersten tibetischen Flüchtlinge gekommen sind, 1963, haben sie, und das glaube ich ist das Besondere, den Tibeterinnen und Tibetern nicht nur Arbeit und Unterkunft gegeben, sondern sie haben geholfen, ein spirituelles Zentrum hier mitten unter uns zu errichten. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Meilenstein für die Integration der Tibeterinnen und Tibeter ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Integration so geglückt ist und dass die Tibeterinnen und Tibeter, von denen ganz viele ja inzwischen auch Schweizerinnen und Schweizer geworden sind, mitten unter uns glücklich und zufrieden leben können. Wenn ich an ein Turnfest im Töstal gehe, sehe ich wie selbstverständlich einen Momo-Stand neben dem Pommes-Frites-Stand des örtlichen Turnvereins. Tibeterinnen und Tibeter begegnen mir bei Truppenbesuchen der Schweizer Armee, und längst habe ich sogar einen tibetischstämmigen Oberstleutnant getroffen. Frau Landmark weiß, von wem ich spreche, und selbstverständlich gibt es inzwischen auch tibetischstämmige Politikerinnen und Politiker und Banker und. Die Tibeterinnen und Tibeter, geschätzte Anwesende, sind unsere Freunde und Nachbarn geworden. Sie sind ein Teil von uns geworden, oder wie es der Stadtpräsident sehr schön ausgedrückt hat,
Sie gehören zu uns und wir gehören zu ihnen. Ich bin überzeugt davon, dass die tibetischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sich hier vor allem deswegen wohlfühlen, weil sie sich vor allem Anfang an integrieren wollten, weil sie dem Rat seiner Heiligkeit gefolgt sind, dass man an einem neuen Ort sich anstrengen soll, sich integrieren, sondern ich glaube, sie sind hier in der Schweiz auch auf offene Arme und offene Herzen gestoßen. Weil das Kloster Rikon zu diesem Prozess einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat, die Stiftungspräsidentin hat es erwähnt, hat der Regierungsrat insgesamt 6-mal Beiträge gesprochen. Und was viele Leute nicht wissen, der Regierungsrat hat 1997, und das ist wirklich ein einmaliger Vorgang, Geld gesprochen, um 10 metallene Gebetstrommeln anzuschaffen. Es gibt also keinen Vorgang in der Geschichte des Kantons Zürich, wo der Regierungsrat geholfen hat, einen religiösen Gegenstand anzuschaffen. Diese 10 metallenen Gebetstrommeln hat er damals anschaffen helfen. Später kam die Bibliothek dazu und der Gesamtumbau. Beim letzten Kredit hat der Regierungsrat damals festgehalten, und ich möchte das wirklich zitieren: Heute ist das buddhistische Kloster mit seiner tibetischen Mönchsgemeinschaft ein unverzichtbarer Teil des kulturellen und religiösen Lebens der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz. Und aber auch für die ständig wachsende Zahl westlicher, an Buddhismus und Tibet interessierter Personen sind die vielfältigen kulturvermittelnden Aktivitäten des Tibet-Institutes bedeutend. Also der Regierungsrat weiß, was er an seinem, sage ich jetzt einmal, Tibet-Institut hat, und er wünscht ihm auf jeden Fall, dass er genauso weiterarbeiten möge wie bisher. Meine Damen und Herren, die gelungene Integration der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz hat viel mit dem Tibet-Institut zu tun. Sie hat sicher sehr viel damit zu tun, dass sich die Tibeterinnen und Tibeter hier auch integrieren wollten. Aber, und das glaube ich ist auch ganz zentral, die Integration hat auch sehr viel damit zu tun, welche Wertschätzung seine Heiligkeit hier in der Schweiz auch genießt, und dass er immer und immer wieder dafür eingetreten ist, für Verständigung, für den Weg der Gewaltlosigkeit. Und ich glaube, dass das alles, das Tibet-Institut, die Bereitschaft, die Aufnahmebereitschaft und ihre Arbeit, ihre Heiligkeit dazu beigetragen hat, dass wir heute sagen können, dies ist eine geglückte Integration, auf die wir alle gemeinsam stolz sein können. Ich kann Ihnen deshalb versichern, werte Anwesende, dass die Anliegen der Tibetergemeinschaft hier im Kanton Zürich auch weiterhin auf Unterstützung zählen dürfen. Das gilt selbstverständlich auch für das Tibet-Institut. Wir sind dankbar für das, was Sie geleistet haben. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Geschätzte Anwesende, ich wünsche Ihnen allen eine schöne Feier. Dashidere, lange lebe seine Heiligkeit. Regierungsrat Mario Fehr von ganzem Herzen danken für seine Ansprache und nicht nur für finanzielle Unterstützung, sondern auch für langjährige moralische Unterstützung. Vielen Dank.
Kochenas Jury. Jetzt kommen wir zu einem kulturellen Programmteil. Da an der Süß Döratopene Gewe Döverji Pyele. Die Schäse, den so man also kennen, wo ich zum Namen ja, wie gesagt, drin du sehen die tolle zum Namen, eine Schäge Dank, den so eine schöne Kranze rangi zum Namen, oder Begabe, der Döratopene schöne Tonne, den hat die Jödi. Ich möchte jetzt das Folklore-Ensemble der Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein vorstellen. Sie werden uns ein Lobeslied an seine Heiligkeit vorsingen, vortragen. Der Text des Liedes wurde von unserem Abt, Geschichtsunterlegmen, komponiert und die Melodie von den Jugendlichen. Das freut mich sehr, dass Sie jetzt einen kulturellen Teil sehen werden. Von den jungen Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz. Die Bühne gehört euch. Yeah.
konkrete Gemeinschaft. Espérer mes mains dehors. J'en ai peut-être pas. Daran so darin du gentil bewerbar. Schön ji so du losan da ji la shunye ji la karan so kombe thola. Longye tondu ji soro ji skabana konye ji soro ji shubre. Die schöne dort mir dort die ganze Kompeti Chale Ranjo de mi thola. Derojis da die Franki lenge die schöne Kinder Junior mi ganze anda sind wir nach mit Händern wurde. An das Jahre Filme. Wir haben einen tibetischen Filmemacher, einen jungen Filmemacher damit beauftragt, einen Kurzfilm zu drehen über das Tibet-Institut zum 50-jährigen Jubiläum. Und die Aufgabe war nicht so einfach, er hatte 5 Minuten zur Verfügung, weil wir wollten das Programm ein bisschen abwechslungsreich gestalten.